Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Ghost of Tsushima. Glaube ich, spricht man aus. Ja, wie heute Mittag bereits angekündigt, geht's jetzt weiter, weil ich einfach Bock auf dieses Spiel jetzt gekriegt habe und ich es sehr geil finde. Und jetzt schauen wir erst einmal die Hütten da rein. Da gibt's nix. Wir müssen jetzt dem Typen da helfen, dass der uns das Bogenschießen beibringt. Wer hat Komoda sonst noch überlebt? Das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien. Was hat der für einen riesigen Bogen? Schaut dir das einmal an. Ist ja abartig, der ist größer als er selber. Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe. Eine Frau. Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Das glaube ich nicht. Alle anderen hinterlassen eure Fußspuren, aber mir selber nicht. Entweder sind die anderen alle zu fett oder mir zu leicht. Oh, schon wieder eine Lady. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch. Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hattet Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Ganz toll. Schaut die gut aus? Immer erste Frage, wenn es heißt, das ist eine Frau. Schaut die gut aus? Ja, ja. So mit Juna, gell. Oh, jetzt gibt Pfeifen. Greift an. Herausfordern. Ja, ich hätte gern herausgefordert, aber das ist irgendwie nicht so ganz. Egal. Wir sind King-Gamer, wir kriegen das hin. Easy. So, jetzt holen wir uns erst einmal den Bogenbären da hinten. Grützi fix, hör auf. Daneben. Ah, siehst du das, hä? Da ist ja noch einer. Jetzt nimmer. Ah, heute ist es meiner. Komm, mei. Wie betrunkene Tanuki. In Komoda kämpften sie gut genug. Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Hä? Tomoes Spur geht hier weiter. Kommt! Ja. Hetz mich nicht. Wir haben Zeit. Die Mongolen haben vor Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen. Hier ist etwas passiert. Ein Hinterhalt. Seht euch um. Untersuchen. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Können wir noch essen? Ich glaube, einen Schleichmodus brauche ich jetzt nicht. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Ja, brauchst mir jetzt nicht immer vorhalten, wie toll sie ist. Ich kann das auch. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Ich fürchte Das ist Schlimmes. nicht gesagt. Das ist nicht gesagt. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre, Folter oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin. Wohin würden Sie sie bringen? Vor Nakayama. Ui? Das Fort ist ganz nah. Achso. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort.
Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist. Na, erst einmal, da hinten leuchtet was, das nehmen wir mit. Tut mir leid, Opa, das muss jetzt sein. Eibenholz. Okay, sie gehen von selber langsamer. Warte kurz. Wir müssen reden. Worüber? Was ist los, Sensei? Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Krieg ich den Eine jetzt? beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Dann ist es gut, dass ihr ihn mir gebt. Er sagte etwas von geben. Beweist, dass er gut schießt. Und ich borge ihn euch. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen. Ah, jetzt haben wir ein Schutztutorial. Moment. Moment, das ist ein Kurzbogen? Wie schaut dann bei denen der Langbogen aus? Oh mein Gott. Also, Schaden und Zieltempo sind durchschnittlich. Eins ein Geschenk von Fürst Nagato an Sensei Ishikawa. Das jetzt vom neuen Schüler des Senseis getragen wird. Ja, bin das jetzt ich, oder was? X. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist. Und wir? So? Ah, alles klar. Ja, Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. die da. Was? Links, also die. Schlecht. Ja. Mal Ja, sehen, so. ob ihr auch die ganz hinten trefft. Freilich rufe ich die ganze Zeit. Was Je glaubst du? ferner das Ziel, desto mehr sinkt euer Pfeil. Scheiße. Jetzt wollen wir das auch noch mit einkalkulieren. Konzentriert euch, Sakai. Ich gewöhne mich noch an den Griff. Genau, der Griff war's. Gut, dann machen wir es halt Lasst so. mich das nicht bereuen. Diese Liste ist schon lang genug. Scheiße. Kurzbogen. Pfeil. Also da kann ich nicht bloß auswählen. Scheiß Dreck. Ah, warte, ich jetzt glaube ich weiß es. Okay, das hat immer noch nicht funktioniert. Machen wir es mal so. Das war immer noch nix. Kruzifix. Ach so, jetzt. Fast. Also wir haben jetzt da. Ja, sag einmal. Ich werde jetzt wohl die scheiß Lampen da treffen. Wie fühlt Geht er doch. sich an? Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf Acht. Gehen wir. Könnte es sein, dass der Typ ein Arschloch ist? Was einem ist der unsympathisch. Ein solcher Bogen hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Du kannst leicht gescheit her und warst du nicht dabei. Vor Nakayama. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Von dort oben können wir ihre Abwehr besser sehen. Na gut, dann gehen wir hinauf. Verschaffen wir uns den High Ground. Diese Stelle ist perfekt. Ich schleiche rein und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Spähe fort irgendwas aus. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Ah, Wir werden sehen. Explodierfässer. Umgebungsausschalten. Umgebungsausschalten ist das Stichwort, meine Pfeil in Freunde. diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Sie haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Natürlich. Wir sagen einfach die Pros.
Hornissennester. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das vor und befreien Tomoe. Gut. Jetzt warten wir. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Ja gut, das werden wir dann das Spiel schon mitteilen. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Ja doch. Pfeile voll, also ich habe schon begrenzt. Ah, da kann ich Pfeile mitnehmen, ich verstehe. Was soll ich jetzt da? Lauere der Mongolen-Patrouille auf. Was soll ich jetzt da? Einfach da jetzt stehen bleiben, oder was? Ich schieße jetzt einmal auf das Hornissennest und schau, was passiert. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Okay. Ah, da kann man wegsprengen. Boom! So viel dazu. Ja, Kruzifix! Ah, jetzt. Pfeile. Haben wir's? Kann ich jetzt da oben? Ich glaube, jetzt kann ich da oben, oder? Ah, nein, ich kann noch nicht runter, ich kann noch nicht runter. Ich kann noch nicht runter. Da laufen noch ein paar von denen umeinander. Okay. Ja gut, das ist ein Schieß-Tutorial, also werden wir schießen müssen. Erwischt! Ha. King Gamer! Aua! So, wie cool, aber das Ding... Schießen wir mal das Ding aber. Kruzifix! Alter, wie viel Schaden machen die Pfeile? Ich weiß jetzt schon, dass ich lieber Nahkampf gehen werde. Ah, leck mich am Anus, Alter. Lass mal jetzt den alten machen. Ich hab kein Heal mehr. So, jetzt noch Hornissennest. Hornissennest ist gut. Hab ich's getroffen? Kruzifix! Alter, wieso machen die Pfeile so viel Schaden? Drinnen sind noch mehr. Nicht mehr lange. Suchen wir Tomoe. Okay, da können wir runterkraxeln. Und da springt er einfach so runter. Ich würde gerne wieder Nahkampf machen. Also gut, muss wieder Pfeile mitnehmen. Oh, jetzt bin ich hier. Ich bin sowas von hier. Jetzt doch mal auf mit deinen geschissenen Pfeile, Kruzifix, die nerven mir. Ja, tritt nur noch, du Arschloch. Ja, ich hab's kapiert, ich bin tot. Oh, ich hasse das, wenn dieses Spiel das einfach so reinreimen muss. Wo muss ich jetzt? Muss ich jetzt da oben, oder? Ja, ich muss es oben. Okay, R2. Okay, dann gehe ich das jetzt mal anders an. Kommt der raus? Ja, da ist er. Der Fette. Hey, Fetter, was geht ab? Weißt du, was für so? Ah, zack! Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Das war scheiße, ich mach Nahkampf. Ich hab keinen Bock auf die blöden Pfeile. Ja, den Schützen da oben. Headshot. Alter, ich hab einen Headshot verpasst, wieso lebt der noch? Geh mal her da. Scheiß Dreck! Herrschaft, jetzt bleib halt stehen! Ich werde doch jetzt mit den scheiß Schützen da umtreffen. Geht doch. Flocken noch Pfeile umeinander, ich glaube, ich habe ziemlich viel verballert jetzt. Ich habe mich so auf die Pfeile gefreut, aber ganz ehrlich, das ist ziemlich nervig. Du kriegst mir gleich aus einem Pfeil in die Fresse, jawohl! Und gleich noch einen! Leck mich doch am Arsch! Ja, schieß auf deine eigene!
Ich muss ein bisschen killen, weil sonst... Damit ich wieder Heal krieg. Jawohl. So. Kann ich mich schon healen? Nein, kann ich noch nicht. Okay. Oh, ich muss wieder da anfangen. Ach nein. Okay, jetzt pass auf. Ich schau mal, dass ich zuerst den da drum wegsnipert. Wenn er mal rauskommen darf. Hey Bogenschütze, weißt du, dass du da drum bist? Und ich hol mal zuerst den Fetten. Hey Fetti. Zack! Ja, Herrschaft, eine! Ein bisschen ausweichen, ausweichen, ausweichen. Lassen wir es mal dem anderen ein bisschen machen. Hielt der sich von selber? Ja, komm mal, Spätzle, der managt das, komm. Scheiß an. Kann ich den irgendwie... Ist da irgendwo eine Umgebungsausschalten? Möglichkeit? Ich sehe jetzt gerade nichts. Scheiße. Ja, noch ein Pfeil und ich bin sauber hier. Gibt's was? Vorräte. Scheiß Dreck, Alter, ich muss mich heilen. Ich brauche einen Heal-Freund. Zum Glück habe ich da meinen Homie, der managt das für mich. Ich gehe jetzt einfach durch, so ausweichen. Leinen, ich brauche keine Leinen. Wow. Oh nein, ist wieder so fett da. Ich brauch kleine Gegner. Oh, da ist da, die kann ich durchspringen. Warte mal. Ich weich aus. Bumm! Jawohl. Ich komme immer noch nicht heilen. Leider, ich muss mich heilen. Oh, fick dich! Okay. Oh, diesmal habe ich sogar ein bisschen einen Heal wieder. Okay, diesmal gehe ich einfach straight rein. Mei, ich bin doch Ausflieger! Grüezi fix! Ich find's ja nett, dass du mir da helfen willst, aber eigentlich müsste die killen, weil ich brauche einen Heal. Herrschaft, eine jetzt! Und ich bin wieder hier. Langsam wird es ziemlich nervig. Ich darf da gern springen. Hallo. Okay, Fall-Damage gibt's anscheinend auch. Kann ich mich reinschleichen auch? Kann ich da aufgraben? Nein, kann ich nicht. Kann ich die Typen da durch den Zaun durch ausknipsen? Den da könnte ich vielleicht so erwischen. Bumm! Ha! Erwischt! Darfst du mal bitte das Fassel da anzünden? Geht doch. Auf die Pfeile wieder verballert. Wo ist der Fette? Da kommt er. Na, Fetti! Boah! Chill mal!
Hab ihn? Ich glaube, ich hab. Heute, das ist wieder meiner. Ah! Macht das dem da oben schon? Ah, dem da oben tut's nichts. Scheiße. Ihr solltet vielleicht wieder rausgehen. Jetzt pass auf, da kommt jetzt der. Den locke ich jetzt einmal irgendwo rein. Scheiße! Ah, na, hat schon funktioniert. Hat funktioniert. Töte, Anführer, Wasserkampfhaltung freizuschalten. 2. Geht doch! Jetzt kann ich mich ja wieder heilen. Siehst du das? Da noch einer. Alter, wie viel sind denn da drin? Jetzt hör doch mal auf da drum. Geh erst mal auf den Sack. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Das ist ja blöd. Tote Gefangene. Gefesselt. Mit Pfeilen getötet. Tomoe ist nicht... Wartet. Dieser Anhänger gehört ihr. Vordurchsuchen. Jawohl, Chef. Pfeile waren wohl wieder. Pfeile waren das doch. Oh, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Ah, das Öhrchen juckt. So. Springen wir mal da rein. Was haben wir da? Ist da was? Kann man da was untersuchen? Jemandes Privatquartier. Ein Frauenkimono. Tomoes Kimono. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Oh, Verräterin. 16 Vorräte. Zeiten. Was soll ich jetzt da eigentlich genau machen? Da ist ein Symbol. Vorräte. Hast du Pfeile dabei? Na. Ja, schnell schauen. Was ist da? Munition. Ah, sehr schön. Haben wir wieder Pfeile. Das gefällt mir aber. So, da kann man irgendwas untersuchen anscheinend. Das sind japanische Pfeile. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgeweih, das lehrte ich sie. Und diese geschwungenen Seeadlerfedern. Dann nahmen die Mongolen ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Dann ließen sie einen Bogen benutzen. Wahrscheinlich ist es eine Bäse, die... Ich weiß es nicht mehr, was es heißt. Und jetzt? Wo muss ich hin? Ah, da. Da ist das Windsymbol. Da kann man eine öffnen. Untersuchen. Eine Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt. Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg des Bogens gelehrt. Hört ihr das? Ein Überlebender. Und wie immer bei jedem Massaker gibt es einen Überlebenden. So kalt. Christi. Wir suchen nach einer Frau, einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau
Und die anderen? Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können. Und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich habe genug gesehen. Gehen wir. Hätte sie töten sollen. Sensei, Tomoe hat ihre Freiheit erkämpft und hilft jetzt den Mongolen. wieso tut sie das? Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Sensei! Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe, den Feind, nicht meinen Weg des Bogens lehren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. Fürst Shimura hat euch gut gelehrt. Wir jagen Tomoe gemeinsam, aber auf meine Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Wenn ihr soweit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi. Falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. Okay. Das heißt dann, so früh wir... Die Mission ist jetzt erstmal abgeschlossen. Wisst ihr, was mal cool war? Wenn man mal ein bisschen mehr Heal gekriegt hat irgendwo. Ah, du hast einen Technikpunkt verdient. Setze ihn ein, um mächtige Techniken zu erlernen, die dir im Kampf gegen die Mongolen helfen werden. Okay. Ablenkung, Ausweichen. Mythisch. Meistere legendäre Kampfkünste. Warte mal. Pariere im letztmöglichen Moment, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Verleiht eine mittlere Menge Entschlossenheit. Kurz vor Schaden. Das mit dem Parieren, das kriege ich noch nicht so hin. Ich weiß nicht. Ausweichen. Rolle dich im Boden, um Angriffen zu entgehen. Das ist doch. Das klingt doch nicht schlecht. Löscht Flammen am Körper. Ich glaube, das nehme ich. Was kommt man da Neues? Ein ausweichender Schlag, der gegen langsame Gegner von Nutzen ist. Aha. Oh, das brauche ich auf jeden Fall. Sprinte auf einen Gegner zu und attackiere ihn mit einem schnellen Schlag. Ach, das ist sowas ähnliches wie die Sprintattacke aus Fallen Order. Was ist das? Schulterstoß. Ach, das kenne ich doch auch. Wo gab es jetzt den Schulterstoß noch? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo kenne ich den Schulterstoß auch noch. Ein verzögerter schneller Angriff, der zusätzlichen Nahkampfschaden, bla bla bla. Führe ein Pferd einen Sprungangriff aus, um dich auf einen Gegner zu stürzen und Taumelschaden zuzufügen. Oh, cool. Was ist das? Weiche im letztmöglichen Moment aus, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Ja, das ist... Ja, okay. Was haben wir dann noch? Kampfhaltungen. Geist. Ja, gut. Das wird sich jetzt herausstellen, ich brauche mal ein bisschen mehr Gesundheit, leider. Die Geschichte von Fürstin Masako. Okay, ja. Aber die machen wir dann anders mal. Was wir jetzt deren ist folgendes. Wir gehen jetzt mal zu unserer Freundin zurück und helfen da ihrem Brudi. Achso. Komm, Pferd. Beweg dich. Nicht ich, das Pferd. Sie fix. Pichi Kurva. Oha, Plötze. Ihr könnt das Pferd nennen, wie ihr wollt. Für mich ist es der Plötze.
Bin ich jetzt so richtig? Ich hab keine Ahnung. Mal was sagt denn die Map? Jein. Okay, ich muss da. Da ist der Wind. Da ist der Wind. Stimmt das? Bin ich da alles richtig? Ah, Gott sei Dank, ich möchte irgendwie auf die Map gehen, indem ich Ding mache, indem ich diese Tab-Tasten drücke. Kann man das jetzt irgendwie einstellen, dass da die Map sich öffnet? Weil es nervt. Halt, was ist da? Da racht was. Gehen wir kurz zu dem Rach da hier. Da gerade wer blärt. Warte mal. Gehen wir mal kurz absteigen. Gab's doch was, oder? Achso, nein. Das sind irgendwelche Vögel. Mich hat der Rauch da hinten mal interessieren. Schauen wir mal, was das ist. Weil das raucht so dermaßen auffällig. Oder war ich da schon? Oder muss ich da vielleicht sogar hin? Okay, gut. Plötze, du bleibst jetzt mal da stehen. Ah, ich glaube, das ist sogar mein aktuelles Missionsziel. Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Die Kleine. Besiege die Mongolen. Habe ich das nicht schon gemacht? Herausfordern. Ja, keiner da zum Herausfordern, würde ich mal sagen. Ja, komm. Stellt euch und kämpft! Ach, jetzt. Jetzt kommen ja wieder seine hässlichen Freunde. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht so begeistert, dass ich ihn jetzt da gerade umgebracht habe. Daneben. Ach stimmt, ich habe jetzt diese Bodenrolle da. Au, au, au. Ja, so viel dazu. Das ist Juna. Okay, also nochmal. Ich verreck ziemlich schnell, fällt mir auf. Also ich brauche entweder bessere Rüstung oder mehr Gesundheit. Eins von beiden war jetzt einmal langsam schön herausfordernd. Wer stellt sich mir zuerst? Wer war's mit dem Fetten? Gut, das war der. Fetti, wo bist du? Da unten ist er. Ah, ich habe jetzt mittlerweile... Ah nein, es ist er nicht. Ich habe ja mittlerweile einen Bogen. Habe ich ja ganz vergessen. Da, so. Na Jungs, jetzt gibt's erstmal so einen Bogen in die Fresse. So, aber Pfeil ins Knie. Scheiße. Headshot. Ah, kommt da. Oh Gott, wie viel sind denn das noch? Können wir erstmal das ganze Kleinvieh wegmetzern und dann können wir uns um den Fetten kümmern. So, Fetti. Okay, ich sehe nix.
Ah, gibt der nächste. Au, au, au. Ich sehe wieder gar nichts. Ja, die Kameraführung ist nicht so der Hit. Chill mal. Da, Bogen to your face. Ich glaube, das bringt dir nichts, kann das sein? Oh, nein! Scheiße! Sucht mich jemand? Warum kann ich nicht den Fetten als erstes killen? Soktoku Yasin! Mei, stirb heut! Geht doch. Küche! Ой, өдөөгч харлаа. Би хаа очиж барь. Тийм ээ. Гогонцоо. Hey, Süßen. Oh Gott, da ist wieder der Big Boss dabei. Gibt's da nirgendwo, nicht irgendwo welche irgend so Sprengfallen oder sowas? Fix! Nochmal! Nein! Scheiße daneben. Meine Fresse! Oh! Halt ja auch schon noch weißen Bannern. Das probieren wir jetzt einmal anders. Indem wir jetzt mal sauber da. Zack! Wieso lebt denn der noch?
Ich suche mal den Fetten. Hm. Fische! Hanoi! Polizei! Fische! Filmegali! Okay, das ist der Fette. Ah! Es gibt's doch nicht! Das kann ich mich heilen. Mein Gott, der Fette geht mir was auf den Sack, das kann ich echt gar nicht sagen. Ja, mein Boom to your face. Nein, nein, nein! Nein! Oh Gott. Langsam wird's nervig, Freunde. Wo krieg ich mehr Gesundheit her, Alter? Kann ich nicht irgendwo was leveln? Ausrüstung. Waffen und Munition. Du hast deine neue Waffen erhalten. Hier kannst du deine Waffen und Munition verwalten. Ja, schön, breit, aber... Kann ich das Schwert eigentlich auch leveln? Talisman, okay, ich kann da einen Talisman reinklappen. Oh, ich kann da einen Talisman reinhauen. Ich werde doch jetzt wohl mit denen Neger da fertig werden, oder? Das gibt's doch nicht. Herausfordern. Ich will herausfordern! Mein Gott. Fight for your face! Ja, sag mal, wie viel frisst denn der? Scheiße. Es lag doch nicht fürs Heilen, warum lag das doch nicht? Alter, jetzt schmeißt die ja noch mit Zeig nach mir. Ich gehe mal ein bisschen auf Zeiten. Hat der was dabei? Ach, der hat was dabei. Gehen wir mal hinten drüber. Pfeil! Das Pfeile. Ich warte mal ein bisschen regenerieren. Jetzt. Gut, jetzt.
Gut, das ist der Kruzifix! Oh, das gibt's doch nicht! Seit wann bin ich nie so scheiße? Herausforderung. Her und kämpft! Ja, genau, kommt her und kämpft. Warum kann ich nicht den Fetten gleich herausfordern? So. Ja, da kommt unser Mr. Fett wieder. Scheiße! Geht doch. Ah, da hinten ist der andere. Ich schwör's euch, ich rasier euch, ey. Wer hat mich jetzt gesehen? Komm, das war's doch noch nicht. Wo ist denn der Fette mit seiner riesen Rüstung da? Was? Ah! Danke. Ach so. Wer bist denn du? Sucht mich jemand? Ja, es sind aber keine verbleibenden. Ah, da. Ah, da ist er ja, der Fetti und seine hässlichen Freunde. Ja, von zwei Seiten, ey. Scheiße! Gut, das war der. Jetzt haben wir nur noch den da. Geht doch. Ah. Ich habe wieder einen Technikkeitspunkt verdient. Und ich kann mein Schwert verbessern. Verbesserung ansehen. Töte Gegner schneller. Bitte. Nehme ich. Ja, ich darf es gern verbessern. Warum geht es das nicht? Dann brauche ich einen Schmied dafür, oder?
Ja gut, am Fähigkeitspunkt habe ich jetzt, hat's geheißen. Samurai. Ablenkung. Perfekte Paraden, pariere unblockbaren Angriff. Gegen langsame Gegner. Ausweichender Schlag. Sprinte auf einen Gegner zu. Ich glaube, der ausweichende Schlag ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich nehme den mal. Ja gut, jetzt habe ich da alle niedergemacht, aber ich muss ja immer noch die Dings für die Juna. Wissen die? Sag jetzt bitte nicht, dass das jetzt eigentlich gar nicht braucht hätte. Also, verkehrt ist garantiert nicht, aber ihr wisst schon, mit Story-Relevanz und so. Wo soll ich denn jetzt hin? Halt, da gibt's noch was. Was hast Juna? Irgendwo da hinten anscheinend. Bin ich da richtig? Eigentlich schon. Eigentlich müsste die jetzt genau, die müsste jetzt da irgendwo umeinander. Da unten. Das schaut vielversprechend aus. Ja, da ist sie. Na, Süße? Jin, du hast mich gefunden. Natürlich. Sprechen. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Wisst ihr, was mir gerade Unter ihnen- auffällt? Nein. Anzeige. Ich hab Helligkeit. Standard zurechtsetzen, Blut anzeigen. Ja, man kann das Blut ausschalten, aber Alter, sowas machen wir nicht. Bin schon dann gescheit. Optionen. Dein Bruder? Nein, 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 nein. Weil die Untertitel sind aus, die hätte ich gern wieder einschalten. Vielleicht doch bei Audio? Da sind's. Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Bisher nur ein. Sensei Ishikawa. Den Meisterschützen? Ein guter Anfang. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Ja, das war recht, weil Kaum ich zu hab... glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Oh. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Kann ich sie irgendwie umbaggern? So eine kleine Mulan, hä? Die Juna. Kann ich eigentlich da ins Wasser gehen? Was passiert, wenn ich da ins Wasser gehe? Sauf ich dann ab? Ah, also ich kann schwimmen.
Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Komm mit rein, Juna, es ist schön hier. Wo rennst du hin? Sie schaut also aus, als könnte man sie vielleicht auch mal spulen. Ist erst Stille? Geh überhaupt in die richtige Richtung? Ja, das schaut schon. Ich glaube, die werden es mir schon sagen, wenn ich falsch bin. Was soll denn jetzt da eigentlich? Bin ich jetzt da richtig? Ja. Ja, mal ein bisschen laufen. Ach, wir müssen zum Ausguck jetzt. Du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Mhm. Vielleicht hätte ich das Pferd holen sollen. Scheiße. Mr. Washi, bitte sei mein Samurai. Was war denn das jetzt? Bin ich jetzt... Wie weit muss ich noch? Oh, noch ein Stück. Ich glaube, ich habe noch das Pferd. Reit die andere auch? Ja. Ah, ich möchte irgendwie auf X, möchte ich irgendwie galoppieren. Auf geht's! Auf geht's, Plötze. Jetzt werden wir uns dann gleich wieder zigtausend Mal umbringen lassen müssen. Gibt bei die anderen noch? Achso, ja, da ist er. Ich glaube, ich habe nicht mehr weit. Ah! Da wo's reicht dann wahrscheinlich, oder? Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Oh, also man kann auch nicht unbegrenzt sprinten anscheinend. Was ist los? Ach so. Ja, und jetzt? Mit dem Auge, oder wer? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Hallo, Spui, sag mal, hilf mal. Da Auge. Ja, ich hätte gern der Auge. Hallo.
Ups. Scheiße. Ja, mei. Der Kampf für die Hast Invasion du des... Samurai für die Rettung gefunden? Bisher nur einen. Sensei Ishikawa. Den Meisterschützen? Ein guter Anfang. Mein Gott, Alter! Los jetzt, Kage. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Hey! Schnell, Kage! Komm! Ja, wo muss ich denn hier? Schauen wir halt nur mal auf Karten, also irgendwo da. Ach stimmt, ich muss ja dem Wind noch. Da ist. Ja, ist doch ein romantisches Plätzchen. Also, da können wir mal da absteigen. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Wir müssen zu Taka, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Hinten sind sie bestens geschützt. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schief läuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel.
Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Taka. Er hat viel durchgestanden. Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da. Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Meinen Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Halt, da gibt's was. Holz. Hier durch. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Und sie kalt machen. Schleichtöten. Oh, jetzt kriegen wir Schleichtötung. Das erinnert mich jetzt sehr an Mittelerde oder Schatten. Okay. Ah, Tutorial habe wieder Rückblende. Was meint ihr, Jin? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundet. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Bleibt an ihm dran. Dass hier Bären leben. Tun sie nicht. Aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jin. Hier ist der Bär gestolpert. Stirbt er? Nein. Aber wir kommen näher. Hä? Scheiße. Ich finde die Spur. Wo war die Spur? So, pass auf, da ist Blut. Ah, okay. Seid bereit, Jin. Ja, Onkel. Darf ich schießen? Wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Spuren.
Gehen wir ins Licht. Okay. Da, oder? Jetzt habe ich schon wieder die Spur verloren. Wo ist denn der? Scheiße, 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 scheiße. Also, da, das schaut doch gut aus. Da ist er, der Bär. Vorsichtig, er könnte noch leben. So, kleiner Bär. Hätte ihn nicht töten sollen. Schaut, Onkel. Eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Ein Assassine! Aus Yarikawa! Verräter! Ihr fallt dem Sito in den Rücken! Für Sakai! Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen. Mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nimmt sein Leben. Ehrenvoll. Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Tja, so blöd, dass mir das mittlerweile auch deren. Ich muss sagen, ich mag auch Schleichthütten nicht so. Ich bin ja so der Frontal. Also das erste Mal schlafig gemacht, da hat er Drückblenden gehabt und jetzt geht's weiter. Jin. Was ist? Suchen wir deinen Bruder. Sie dürfen uns nicht sehen. Benutz all deine Sinne. Denke und beweg dich wie ein Tier. Ui, aber nicht. Fokussiertes Hören. Drücke Tab, um fokussierendes Hören einzusetzen. Dies enthüllt die Position naher Gegner und verlangsamt deine Bewegungen. Aha. Okay, der sieht mich nicht, der sieht mich auch nicht. Dann werden wir den ja mal schnell Attentat. Also muss aufpassen, nicht, dass da irgendwelche Camper umeinander hocken. Ist da drüben einer? Nein. Da vorne steht noch einer. Schalten wir wieder Texas in ein. Die zwei, die kommen jetzt da. Da hinten steht auch einer. Nein, 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 ducken. Dreh dich jetzt ja nicht um, ich sag's dir. Ganz langsam. Hoppala! Munition brauche ich nicht. Jetzt haben wir glaube ich nur noch den da vorne, oder? Der da vorne. Ah! Ich glaube, dass das jetzt der letzte war. Ich hoffe, dass das jetzt der letzte war.
War das der letzte? Wahrscheinlich da herunten. Oben wird es wahrscheinlich dann weitergehen. Da haben wir das Zeitel. Ja, da oben ist der nächste. Ist der im Zeit oder heraus? Ich glaube, der ist im Zeit. Dort, ein Gefangener. Tucker? Finden wir es raus? Nein, das ist nicht Tucker. Wir schleichen uns ganz leise an. Shh. Gute Nacht. Gut, öffnen. Wie seid ihr reingekommen? Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Na los, Ja, bleib noch ein bisschen lauter. Da im Zeit ist vielleicht noch einer. Kann ich da rein? Warte, das ist mir ein bisschen gefährlich da mit dem Typen. Jetzt warten wir mal, bis der da... Okay, schauen wir mal. Ja, das kannst du hier hauen. Fuck, 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 fuck. Ah! Mei, stirb heut! Hat keiner gesehen. Vorräte. Ist das das Bett? Komisch Bett. Okay, sonst gibt's da glaube ich nixen. Was? Warum? Was liegt da? Wer ist das? Warte mal, wir haben doch. Ja, Fotomodus. Ist das eine Frau? Ich glaube, dass es eine Frau ist. Genau, den haben wir gerade gekillt. Okay, ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, das war's dann hier auch. Wo ist jetzt die andere? Die Juna? Wo ist denn die jetzt? Das haben sie mir allein lassen. Juna, Süße, wo bist du? Oh, da gibt's noch was. Ah, hab schon gesehen. Ja, gibt's noch was. Der hat auch noch was dabei. Ja, hallo? Wo ist... Ah, da drüben. Wir kommen... Ah, da kommen wir raus. Okay, okay, passt. Passt schon. Kriegen Gehen wir wir schon. zum Fluss. Dort sind wir sicher. Seid ihr von den Strohhutronin? War ich. Ich bin abgehauen, als ihnen langsam die Rationen ausgingen. Fürst Shimura wurde gefangen genommen. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Sucht ihr nach Arbeit? Nein, aber die anderen Strohhüte vielleicht. Zuletzt machten sie Jagd auf die Mongolen in der Zuzu-Präfektur. An der Küste, nahe dem Kishi-Grasland. Also ich hab die befreit, aber du willst mir nicht helfen. Ah! Schöne Blumen, die schenken wir alle der Juna dann später. Kriegen wir schön einen Strauß zusammen. hier lang. Wir suchen meinen Bruder. Einen Schmied namens Tucker. Ich kenne ihn nicht, aber hier kommen viele Gefangene durch. Bumbas. Wird gespeichert. Ah, das ist immer schön, wenn es da steht. So, gut. Ihr sagtet, sie verlegen die Sklaven. Wohin? Sie erwähnten die Asamo-Bucht. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Ja, verhoffe ich auch, weil ich darf gerne mal mein Schwert Tucker lebt upgraden. in der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern.
Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Du hast einen Freund? Je eher wir Taka retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Taka schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Oh, Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib. bleib. Kämpf mit für die Heimat. Genau. Heimat ist, wo Taka und ich hingehen. Aber... Mein Freund lebt in der Asamo-Präfektur, Nein. an der Grenze zu Tsutsu. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Danke. Ich will nicht, dass sie geht. Ich mag sie. Ich finde sie cool. Nein, nicht gehen. Burg Kaneda. Fürst Shimura, ihr habt etwas Besseres verdient. Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Und ihr seid sofort frei. Verschwendet nicht meine Zeit. Tötet mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Jin. Meine Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles an jeden. Und sie werden ihn finden. Fürst Sakai wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. So wie ich. Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven. Ich finde den irgendwie gar nicht so best. Der schaut irgendwie so... Der schaut einfach nicht aus wie ein Bösewicht. Tut mir leid, aber... Ah, jetzt haben wir irgendwas... Deine Legende wächst. Du hast diese Glück mehr Heal, das war einmal eine Sache. Ja, maximal Gesundheit. Ja. Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Ah. Oh, wir haben Wurfmesser. Geistwaffe. Also. R1. Sodass sie taumeln. Okay. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. Geistwaffen. Schließe Geschichten ab und erweitere deine Legende, um Technikpunkte zu verdienen. Verstehe. Nicht genug Technikpunkte. Es ist, von der Steuerung her erinnert es mich stellenweise ja sehr an Mittelerde oder Schatten. Schwarzpulverbombe. Aha. Kampfhaltungen. Was kann man eigentlich, was gibt's eigentlich da? Wasserkampfhaltung, effektiv gegen Schildträger. Zum Freischalten, Mongolen-Anführer besiegen. Einen muss ich noch killen, dann kann ich das freischalten. Steindurchstoß. Malträtiere deine Gegner mit 2 durchbohrenden Schlägen. Wie schaut das aus? Aha. Erhöhe den Taumelschaden gegen Schwert, bla bla bla. Okay. Jo. Was machen wir denn als nächstes? Hoppala. Nein, komm, steh wieder auf. Steh wieder auf. Gibt's eigentlich sowas wie Nebenquests A? Was ist das? Ah, da steht aber für Missionen man da quasi hat. Also 9 Stück, oder? Eine Ishikawa-Geschichte 2020. Ishikawa haben erfahren, dass seine ehemalige Schülerin, bla bla bla. Was ist das? Masako,
Fürstin Masako und die Frau, ach, sie hat gesagt. Da kriegt man gescheit, da kriegt man eine Rüstung. Nimm ich, mach ich. Aufsteigen. Da müssen wir hin, du. Der Wind wird da. Ei Gott, sie fix. Ich möchte immer mit X. Tauschen. Fuchsbau. Ich finde das ganz cool, dass man das alles so während dem Reiten aufsammeln kann, dass man nicht erstmal absteigen muss. Ich habe jetzt keine Ahnung, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, gut. Oh, da sind wieder ein paar Mongos. Wer will kämpfen? Nein, 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 nein. Boah, Alter! Okay, hören wir vielleicht mal schnell den da. Mein Gott! Wie konnte ich den treffen? Mein Gott, ich wollte das ja machen, gell? Lass mich in Ruhe. Wie
Befreie, da muss ich irgendwas befreien. Oh, jetzt kein Bock. Ganz ehrlich, da habe ich jetzt echt keine Lust nicht drauf, dass ich wieder ständig verreck. Ich tue jetzt einmal, ich mache jetzt erst einmal ein bisschen Story und schau, dass ich ein bisschen mehr levelt, weil so geht das ja mal Ein gar goldener nicht. Vogel. Das heißt, sie kennen jedes Geheimnis dieser Insel. Wohin er wohl fliegt. Wenn wir jetzt den goldenen Vogel noch fliegen oder reiten oder sowas. Schießt da einer auf mich? Ah, scheiße, wo ist ja den Vogel noch? Nein, ist ja wurscht. Okay, also das Wasser kann ich nicht reiten, zumindest nicht so. Machen wir es halt also. Jetzt sind wir im goldenen Wald. Der Hirsch, der rennt mal gleich nach. Wer mit der Hand? Oh, das ist ja süß. Ich bin, glaube ich, ziemlich auf dem richtigen Dampfer. Jetzt, Kage. Da oben sind ein paar Hütten. Ah ja, das schaut richtig aus. Das Anwesen des Adachi-Clans. Fürstin Masako müsste hier sein. Ja, wahrscheinlich ist es nicht. Schaut sehr verlassen aus. Fürstin Masako, Krieger des Adachi-Clans. Ist jemand hier? Fürstin Masako, hier ist Jin Sakai. Tötet ihn! Wow! Seid ihr blöd oder was? Wo ist Fürstin Masako? Sagt mir, wo sie ist! Wo sind sie? Wer waren diese Männer? Keine Mongolen, keine Banditen. Ich muss rausfinden, was hier passiert ist. Jemand ist hier eingedrungen. Ich muss wissen, wer das war. Ja, wenn Eine sie ja nur. Minato. Die Waffe der Frauen des Adachi-Clans. Sie haben ihre Familie verteidigt. Also ist das so eine Kämpfertruppe, die nur aus Frauen besteht. Sie haben versucht zu entkommen, haben die Kinder durchs Fenster gereicht.
Falls jemand überlebt hat, ist er vielleicht zum Pferd geflohen. Ich schaue in den Ställen nach. Leere Ställe. Jemand nahm die Pferde mit. Das Blut ist trocken. Und jetzt? Hufspuren. Jemand ist von hier geflohen. Es gibt eine Spur. Fußspuren. Der Reiter wurde verfolgt. Bogenschützen haben den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste, wie man Pfeilen ausweicht. Ein totes Pferd. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Seit Tagen tot. Fürstin Masako, ich bin's. Jin Sakai. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Ehemann. Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Für unsere Heimat. Wo ist der Adachi gleich wieder? Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolenkhan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten und eure Männer rächen. Der Adachi-Clan ist tot. Massakriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein, stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der Letzte seines Clans zu sein. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Ist nur jemandem aufgefallen, dass das die deutsche Sprecherin, dieselbe deutsche Sprecherin ist wie von der Seer in Jedi Fallen Order? Ich weiß nicht, wie die heißt, aber es ist auf jeden Fall dieselbe Sprecherin. Ich habe Feinde bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten. In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Mongolen aufbrachen, kamen Attentäter zu unserem Haus. Meine Schwester nahm die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich in Komoda. Für mich war es nicht vorbei. Ich habe sie hier begraben, mit dem Rest unserer Familie. Dann latscht man mal sauber über die Gräber drüber, oder? Ja, und jetzt? Ja, dann soll ich mich jetzt da auch so... Bück dich. Achso, jetzt den Toten ehren. Jetzt Ich habe jetzt. versucht, sie zu retten.
Aber die Mörder erwischten sie auf der Straße und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Natsu. Sie war gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollen. Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Kommt. Wir reiten zum goldenen Tempel. Und ihr musstet das alleine tragen. Ich bin nicht allein. Die Mörder sind am Leben. Drache muss warten. Habt ihr diese Männer schon mal gesehen? Nein, sie waren aus einer anderen Präfektur. Und führten einen geplanten Angriff auf ein Samurai-Anwesen durch. Das war kein Banditenüberfall. Irgendjemand wollte meinen Clan auslöschen. Ihr werdet ohne mich reingehen müssen. Findet den Mönch namens Sogen und erzählt ihm vom Schicksal des Adachi-Clans. Was habt ihr vor, Fürstin Masako? Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Sogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Das werde ich tun. Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Ach, durch den Tempel werde ich Muramido jetzt auch wieder durchmetzeln müssen, oder? Greifen die mich an? Na. Na, ich glaube, die losen mich. Sakai, es ist mir eine Ehre. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte, nennt mich Junshin. Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weiter sagen. Wenn Sie die Reise nicht schaffen, gibt es bei Ariake auch Lager. Ich versorge Sie mit so viel Essen, wie ich kann. Gut zu wissen. Ich suche einen eurer Mönchsbrüder. Ein Mann namens Sogen. Ich glaube, er fegt die Tempelterrasse. Habt Dank, Junshin. Setzt euer gutes Werk fort. Sensei Ishikawa ist nicht in Komoda gefallen. Er hat die Schlacht überlebt. Er war nie dort. Ich schätze die Ehre. Sie ist effekt die Tempelterrasse. Und dann gehen wir mal zur Tempelterrasse. Kommen wir eigentlich in den Tempel rein? Kann ich da rein? Ah. Da gibt es auch einen Dialog. Der hat der Nebenquest vielleicht für mich? Habt ihr die Vögel gesehen, Fürst Sakai? Welche Vögel sucht ihr denn? Die goldenen. Ihr Gesang erinnert einen an friedlichere Zeiten. Ah, die hat meine Mutter auch geliebt. Sie sagte immer, sie kennen unsere Insel besser als sonst eine Kreatur. Das glaube ich, mein Herr. Wäre es nicht so gefährlich, würde ich einem folgen. Sehen, wohin der goldene Vogel mich führt. Vielleicht mache ich das. Doch ihr solltet warten, bis unsere Heimat wieder sicher ist. Werde ich, Fürst Sakai. Danke. Aha. Okay, wo ist der andere? Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Ah, du bist die Rüstungsschmiedin, aber die will ich eigentlich gar nicht. Ich frag dich zu der Kimi gleich, schau erst mal, wo der andere ist. Ach, da drüben! So, Carsten, ich soll zuerst mit dem Mönch reden und dann mit der Schmiedin. Da ist er, das ist er, der vom Mönchshof. Mönchshof Naturradler. Ich darf gerne mit dem reden. Hallo, jetzt. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter.
aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Wahrscheinlich ist er schuld. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Ja, mit dem Kern. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Ich vertraue dir nicht, mein Freund. Danke für eure Zeit. Natürlich. So, jetzt gehen wir zur Rüstungsschmiede. Und der Typ, Ich muss die Rüstungsschmiede finden. Mein Herr, einen guten Tag. der ist sowas von null vertrauenswürdig, also... Der hat garantiert was damit zu tun. Alle Arten von Rüstung. Ja, das hoffe ich, weil ich brauche nämlich eine. Fürstin Masako schickt mich. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. Ja, bitte, und mach schnell, weil ich brauche eine neue Rüstung. Samurai-Kan ist eine robuste Rüstung, die einst die Söhne der Fürstin Masako gehörte. Wie schaut die aus? Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. So, lass uns mal schauen, wie schaut die aus. Aha. Okay, Ich werde dafür sorgen, dass ihr stark und sicher seid. was kann ich denn da? Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Vorräte, Leinen. Mhm. Okay, ja gut. Rüstung, Verbesserungen. Lebt wohl. Ja gut, wenigstens habe ich jetzt endlich mal eine gescheite Rüstung. Also, Rüstung. Jetzt verrecke ich vielleicht nicht gar so schnell. Was ist das? Oh, Noch in Ordnung? ein Schmied! Sonst sagt Bescheid. Schmied, 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 du Das kannst... Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Ja, das darfst du gleich verbessern. Sakai Tanto. Das Tanto ist wahrscheinlich das Kleine. Ja, freilich der Mann Schaden leveln. Was los? Schärfer denn je. Schaut's jetzt auch anders aus? Bisschen, glaube ich, oder? Naja. Saubere Sache. Möge euer Was Stahl ist das denn? schützen und stark bleiben. Was ist das? Ist das so eine Art Axt? Ah, da gibt's auch noch mit dem, wo ich reden kann. Fürst Sakai! Grüß dich. Kenn ich die? Schön euch zu sehen. Wer bist du? Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Eine Ehre, dass ihr euch an einen einfachen Hausdiener erinnert. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollt ihr ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten und... Bitte, nehmt diese Geschenke an. Oh, Geschenke. Geschenke sind immer. Gonjiro. Und alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. Neues Geschenk verfügbar. Was heißt Geschenk? Bringt das? Ist das irgendwas? Naja. Okay. Achso, ich muss wieder mit der Fürstin reden. Und muss ich hier? Obi oder hinauf? Obi. Na, hinauf. Ja, das mit dem Wind ist ein bisschen... Also es ist zwar cool, einerseits ist es cool gemacht, andererseits ist es auch ein bisschen schwierig, dieser Windgeschichte da zu folgen. Also, er wart jetzt nach links quasi. Geht denn auf? Na. Dann gehen wir halt außen rum. Ich muss zu der Fürstin jetzt da hin. Wo ist denn sie?
Okay, bist du eigentlich gleich da sein? Hä? Ihr habt die Rüstung. Ah. Ja, hab ich's hier. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Zogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Ihr glaubt, Sogen steckt hinter dem Massaker? Ja. Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Sorgen kam zu Beginn des Herbstes aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision, Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Wo ist dieser Mönch? Da unten. Das ist Sogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Kann ich den wegsnipern? Was passiert, wenn ich jetzt den wegsniper? Fallen wir hinunter. Wo ist er denn? Da ist er. Ich Schaut mal. sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Ob mich wohl jemand gesehen hat? Deckung. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir. Was ist das? Nur Rehe. Ach, da kann man sich verbeugen. Aha. Versteckt euch. Nicht cool, nicht cool. Da ist ein Baum, da ist ein Stein. Mein Gott, wie lang geht denn das noch? Das alte Gasthaus. Gehen wir näher
voran. Was, wo entlang? Ah, da. Ja, und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Ah, da. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Er hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren. Jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Kommt erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Zeigt mir, was ihr könnt! So. Schauen wir mal, ob die neue Rüstung was taugt. Für den Adopti-Clan! Für den König! Oh, das sind so viel! Ah. Ja, sag einmal! Der trifft mich 3-mal und ich bin schon wieder gleich hin! Ah. Hier bin ich! Für den Adopti-Clan! Meine Fresse! Die neue Rüstung ist für einen Arsch, ganz ehrlich. Zeigt mir, was ihr könnt! Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich da sogar noch schwächer bin wie vorher. Also. Für den Adopti-Clan!
besten Krieger. Ja. Für den Assassinen-Clan! Mein Gott! Es gibt's doch nicht. Kommt her und kämpft! Für den Adachi-Clan! Ja, ich weiß, dass du das für einen Adachi-Clan machst. Oh, ich hab eine Trophäe gekriegt. Mein Gott! Ich wollte die ganze Zeit den Typen sein Leid beenden, aber da kommt der andere Depp und... Mann, jetzt hör doch mal auf, du! So, jetzt ist es spät. Scheiße, weil wenn man so Leiden beenden macht, dann kriegt man nämlich sehr viel von diesen Ausdauerpunkten. Ich nenne es jetzt mal Ausdauerpunkte, ich weiß, dass die irgendwie anders heißen, aber... Nein! Schickt euren besten Krieger! Ah!
Jetzt geht die Scheiße wieder von vorn los. Meine Fresse! Ja! Wieso bin ich so scheiße da in dem Kampfsystem? Ja, natürlich macht er dann einen... Oh. Weißt was? Weißt was ich euch sag? Ich habe jetzt keine Lust mehr, ganz ehrlich, hast du, wir sind jetzt schon über 2 Stunden. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Sucht mich jemand? Halt's Maul. So, wir den speichern. Mal kurz schauen, dass ich jetzt... Ich habe nämlich parallel dazu einen eigenen Spielstand nochmal gestartet. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich die richtigen Dinge erwische. Ich glaube, dass der war. Ja. Gut, dann gehen wir zurück zum Titelbildschirm. Ja. Ich habe jetzt einfach nur den Nerv dafür. Gut, also, wie immer, vielen Dank bei den Leuten, die da waren fürs Zuschauen, bei den Leuten, die sich das irgendwann einmal anschauen fürs Zuschauen. Wie gesagt, trotz dass ich die ganze Zeit stirb, aber ich muss halt einfach nur üben. Sehr gutes Spiel nach wie vor und ich freue mich schon, wenn ich es weiterspielen darf. Wird höchstwahrscheinlich dann morgen sein. Ich wünsche wie immer allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Servus.